Merci, Herr Präsident. An diesem Gesetzesprojekt geht es darum, der Steuerverwaltungen zu erlauben, sich digital fit für die Zukunft zu machen und auch für die Herausforderungen umzugehen, die ihnen bevorstehen. Die Digitalsteuererklärung, die am Ende vom Steuerzahler, aber auch von der Steuerverwaltung ist, weil sie mehr sicheren und mehr transparenten Traitement von den Daten erlaubt. Für das Steuerjahr 2024 goufen knapp 10% von den Steuererklärungen digital angeregt. Ziel ist es, dass für das Jahr 2021 das Ziel soll auf 85% herabgehen. Die Digitalsteuererklärung soll die Regel gehen und nicht mehr die Ausnahme. Außerdem soll die geplante Steuerreform, falls sie so von der Chambre am Laufe von diesem Jahr gestimmt wird, für das Steuerjahr 2021 in Kraft treten. Für die Individualisierung an die einzelne Steuerklasse richtig umzusetzen und für das Volumen und Informationen zu trätieren, muss die Steuerverwaltung sich informatisch neu equipieren. Dieses Gesetzesprojekt erlaubt es der Steuerverwaltung, sich ein sogenanntes Progiciel anzuschaffen für ein Budget von rund 226 Millionen Euro über eine Periode von 5 Jahren, und das von 2026 bis 2030. Außerdem goufen für das Jahr 2026 rund 27 Millionen budgetisiert, für die Arbeiten schon dieses Jahr anzufangen. Während den Arbeiten und diesem Gesetzesprojekt an der Kommission kommt Novelle, dass die Ausschreibung für diese Progiciel vom Präsident vom Verwaltungsgericht gestoppt gouf an ein Klo gegen das Ausschreibung vorleiht. Dowens werden der Finanzminister an den Direktor von der Steuerverwaltung den 22. Juni an der Chambre für die Member von der Finanzkommission Rat an Antwort zu stehen. Außerdem kruten Deputiert von der Kommission schriftlich Informationen zum Marché public. Den Detail über die Hintergründe von der öffentlichen Ausschreibung fallen unter das Secret des Délibérations. Zu der aktuellen gerichtlichen Prozedur ist aber zu sagen, dass nachdem der Präsident vom Verwaltungsgericht den 29. Mai 2026 Ordonnanz bekannt gegeben hat, die Steuerverwaltung den 5. Juni eine Korrektur vom Cahier des Charges vorgeholt hat. Daraufhin gab es einen Appell vom Requérant, an loget gewährt, ob die Entscheidung von der Cour administrativ, ob diesen Appell zulässig ist oder nicht. Herr Präsident, erlaubt mir noch ein Wort über die Wien zu sagen. Die Chambre de Commerce begrüßt dieses Gesetzesprojekt, weil die nötige Modernisierung vom Staat weiterfährt, aber sie bedauert, dass die Fiche finanziell nicht auf den erwarteten Gewinn und Produktivität angeht. Als engem Avis hat der Staatsrat eine Opposition formell, wenn es Insécurité juridique gemäht, die aber durch ein Amendement von der Finanzkommission abgehoben ging. Die Chambre des Salariés ist nicht gegen dieses Gesetzesprojekt, fordert aber, dass es noch immer soll möglich bleiben, in Zukunft eine Steuererklärung auf Verbeierform anzureichen. Für weitere Details verweise ich auf meinen schriftlichen Rapport. Herr Präsident, zu der Prozedur wir Folgendes zu sagen. Das Projekt de loi auf den 13. Januar deposiert. Den Avis von der Chambre de Commerce kommt den 5. März, die vom Staatsrat den 27. März, am Avis von der Chambre des Salariés den 23. April. An der Sitzung von der Finanzkommission vom 12. Mai gouf das Projekt vorgestellt und die Avis goufen analysiert. Außerdem gouf ich an dieser Sitzung zum Rapporteur ernannt an die Kommission hat die Amendmente angeholt. Den Avis komplementär vom Staatsrat kommt den 9. Juni. An die Finanzkommission hat diesen den 22. Juni analysiert und den Rapport angeholt. Herr Präsident, haben wir da schließlich mein Exposé als Rapportrice auf und erlaube mir ein paar Worte als Sprecherin von meiner Fraktion zu diesem Gesetzesprojekt zu sagen. Herr Präsident, die Vorantreiben von der Digitalisierung von unserem Staat als eine Priorität von dieser Regierung. Sie finden dementsprechend ihren Niederschlag am Koalitionsaufkommen. Diese Progiciel wird der Steuerverwaltung erlauben, den Erwartungen, die die Steuerzahler, sie wird Privatleute oder Betriebe aus sie haben, gerecht zu gehen.
werd garantiieren, dat d'Individualisierung an die eenze Steuerklasse am Delay an oni Fehler ëmgesat gin. Dat begräse mir als CSV-Fraktion ausdrücklich. Die laufende Prozedur für Gericht werde ich nicht kommentieren. Ich bleibe aber so versichtlich, dass diese Prozedur keine erhebliche Verspätung für die Mise en place von diesem Progicial mitbringen wird. An dem Sinn gehe ich d'accord von meiner Fraktion zu diesem Gesetzesprojekt, also nicht merci.